Bonjour les Leute vu Straßburg fir eng neue Missionioune Blick op Europa. Zwei ganz aktuell Sujeten, die wie gesot zu Straßburg diskutiert gesinn ass engerseits Securitéit innerhalb von Europa. Wat sind Fortschritte, die vom letzten Jahr, die am Anfang am Anschluss von den Attentaten von Paris a von Brüssel, die gemerkt sind, gibt Fortschritte, wat bleibt nach zu machen, das war ein großes Debat. Der zweite war die Konklusionen vom Sommet von der letzten Woche zu Brüssel. Das war eigentlich die erste Kehr seit langer Zeit, wo es kein Krisensommet war, aber wo eigentlich erstens mal der Präsident, den Donald Tusk, erneuert ging an seinem Amt, und zweitens auch, wo geguckt ist, wie können wir die europäische Zukunft von Europa gestalten zu 27. Das heißt, die Sache nur noch hier am Debat dominiert. Und aber haben wir auch ein paar ganz konkrete Sujets geschafft. An 3-4 davon will ich mit dir ein bisschen mehr durchgehen. Das ist einerseits die Kreislaufwirtschaft. Ihr wisst, dass immens viel verbitzt wird von wertvollen Ressourcen. Europa hat nicht ganz viel Bodenschätze und dafür muss ich mit dem umgehen und ziemlich haushalten, was den hat. Bis jetzt waren wir an so einer Wegwerfgesellschaft. Wir haben am Anfang alles produziert, verbraucht und weggehauen. Dann ist das Recyceln gekommen, was da auch noch nicht so funktioniert, wie wir uns vorstellen. Also die neuen Überlegungen als Kreislaufwirtschaft, das heißt, etwas benutzen, recyceln, benutzen, bis am Endeffekt praktisch gar nicht mehr übrig bleibt. Und dann richtig weggehen. Da haben wir uns ganz ambitiöse Ziele gesagt, mehr ambitiös wie die Kommission und noch mehr ambitiös wie der Conseil. Das heißt, als Parlament wollen wir 70% bis 2030 von allem Abfall weiterverwerten können. Das ist besonders Karton, Papier, Holz, Glas, all die Sachen, Plastik, aber auch wertvolle Bodenschätze, die wir umfallen an unseren Apparaten, an unseren Installationen, an unserem Handy zum Beispiel, an unserer Television, Lithium, an all die Sachen, die hier verwendet werden für Batterien. Auch wenn wir von den modernen Autos schwätzen, dann denken wir auch hier an Batterien, was da geschieht, dass in deren kann verwerten, recyceln, verwerten und so weiter. Das sind so Überlegungen, wo wir hier antizipieren. Das ist aber auch ein zweites Sujet, das sind Lebensmittel, wo wir extrem viel verschwenden, teilweise aus hygienischen Gründen, teilweise aber auch, weil die Vorschriften so kompliziert sind und auch so vielfältig sind, dass es am Anfang dass viele Wäschgeheit nach können verwertet gehen. Da wollen wir bis 2030 auch 50% sind insgesamt ein ganz Zahl, sind 89 Millionen Tonnen Lebensmittel, die am Anfang Wäschgeheit gehen. Das wollen wir dann auch bis 2030 wollen wir da 50% kürzen. Das sind im Moment 180 Kilo pro Person. Das wird dann in Zukunft nach, wie gesagt, 80, 90 Kilo pro Person haben wir als Ziel gesetzt. Dann über die Schusswaffen haben wir einen Akkord von dem Conseil für zu sagen, nur den Attentäter muss mehr streng Waffengesetze kommen. Das heißt, die Waffen, die zu Paris und noch zu Brüssel benutzt sind, besonders zu Paris, das waren am Anfang unscharf Waffen, die konnte scharf gemacht werden. Und so haben wir dann probiert, auch hier neue Reglementationen, alles was Halbautomaten sind, für das so zu reglementieren, dass es nicht mehr so einfach ist oder dass es praktisch unmöglich ist, für so Waffen gebraucht zu holen. Die Leute haben uns alle Gute ganz viel geschrieben an einer großen Aufregung, und das ist auch gut so. Das heißt, die GEA hauptsächlich, die Sportschützen, aber auch, und dann natürlich auch die Sammler von so Sachen, auch die Filmindustrie. Das heißt, all die so Waffen eigentlich am täglichen Geschäft benutzen, aber für sinnvolle Zwecke und nicht für, wie gesagt, terroristisch Ausschläge zu machen. Die waren ganz an Aufregung, am nicht fertig gebracht, den Kommissionsvorschlag an dem Sinn zu ändern. Das war eine neue Enregistrierung gemerkt, dass neue Löschte gefordert gehen, den Informationsaustausch zwischen den einzelnen Ländern besser wird. Aber dass aber eigentlich die Sportschützen, Sammler, Jäger, dass die aber weiter können hier im Hobby nachgehen, ohne dass, wie gesagt, das nicht mehr vermehren, ohne dass sie zu viel administrativ Schikanen an den Weg gelegt kriegen. Ein weiteres Sujet, das war alles der Tierenschutz, was Tierenschützer interessiert, das ist ja als Tieren artgerecht halten. Da hat man bislang Vorschriften, was den ganzen Party Tiere wie Hänger, Enten und so weiter, alles das, was die angeht.
ass awer am Bereich vun de Kanengercher, die wären demmals vergiss ginn, sodat man unbedingt missen do och Virschriften neimechen. Das eng Direktiv vun 1991. 320 Millionen Kanengercher ginn pro Joer innerhalb vun der Europäische Union geschlecht, kommen an den Handel. Die sinn zum Deel sinn déi opgezugin ënner ganz schlechte Konditionen, nëmmen mat Antibiotika kommt nach Amfang die Massendéierenhaltung do garantiiert sinn oder eng Haltung garantiiert sinn. Natürlich kënnt dat alles Antibiotika, all die medizinisch die Medikamente kommen mat op den Teller herno, an dat gildet wie gesot ze vermeiden. Dofir hummer artgerecht Haltungsvirschriften Lohai aufgestimmt. Dat werd wie gesot als deiere Schützer alle Goeten besonders freien. Dort zielen ich mich och an sind natürlich Leute, die gesot hunn Europa an der Krise an der Schweiziwer Kanengercher, dat das richtig op der Seite, wo man so okay rundem sind natürlich extrem große Herausforderungen, méi et soll awo die bis mit Kleinbereicher, wo en awo nach kann eng sinnvoll Reglementation ma eng Plusvalu as fir Europa soll dat net vergiss. E lächte Sujet vielleicht nach 2 Minuten. An dat ass mir huet alle Goeten am Internet gesinn vun dem Janusz Korwin-Mikke, den polnischen Rechtsextremen, den do sein Hass op Frauen am Fong zum Ausdruck bruecht huet, an enger Debatte iwwer Dakommesgerechtigkeet tschen Mann a Frau huet hien fremdefeindlich, awer och net fremdefeindlich Pardon, Diffamatioun an noch diskriminieren Aussue gemach par rapport zu de Frauen. Ich will die ha net wiederholen. Do ass or eng Petiioun gelaf fir de man auszuschleessen, dat kënne man net dat leider nationale Kompetenz. Wir können awer am hunn am Dezember en relativ strengt Reglement hai aufgestimmt, wat er noch chlor Trennung mecht tschend. Et kann jo net engem seg Redezeit so gestalten, dat beanträchtigt ass an der Redezeit. Et gët awer ganz klar gesot, wat Diffamatioun ass, wat diskriminierend Aussue sinn, wat Xenophobie ass, wat rassistisch Äußerungen sinn an so weiter, géint Geschlecht, géint Religioun, angéint einer Städten techt alles Staat as streng reglementéiert an de Mann, de krut dann och wie gesot en huet geen Urspruch op 30 Daresgelder 30 Deeg se Jeton eng Suspendéierung vun 10 Deeg, dat tegen der 10 Deeg Parlament net betreden, an der fir an allem 12 Meint der Parlament net nobause vertreden. En ass bekannt dase Provokateure mischt dat expressen as schon aus enger Partei rausgeflonnen as lo bei den Non-Inskri, dat ass natürlich eng Herzstrof méi die ass ze vertreden. Ich sinn absolut dafir, dat dat och am Wiederholungsfall nach mich strenget, weil das net erlaubt, dat den sech haie so äußert an Munichmol schummenech mich persinnlich selber iwwer besonders aus dem Rätseblock, wat do vun Ausso kommen, wann ihr bedenkt die Leute, die dat no gucken, op der Television, am Internet oder bei Eis auch op der Tribüne sitzen, da schumm den sich iwwer die Leute, die hunn null Respekt, die null Disziplin vis-à-vis vun hireieren andere Kollegen, ab vis-à-vis vun den Genischen, wo se dann die Äußerungen merken. Dat wäret ha vun Straßburg. Merci fir no gucken, bis die nächste Woche.